Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind ein Kinobesitzer und haben Ihre Rolle mit Kinokarten, die Sie fleißig verkaufen an Ihre Kinobesucher. Und jetzt haben Sie plötzlich mal die Idee, Sie gehen selber ins Kino und wollen Ihren eigenen Film oder einen Film in Ihrem eigenen Kino anschauen. Anstatt dass Sie sich einfach reinsitzen ins Kino oder vielleicht sogar noch eine eigene Karte vom Kino nehmen, gehen Sie aber zum Nachbarkino, kaufen da eine Karte und gehen dann in Ihr eigenes Kino. Spätestens da wäre jedem klar, mit dem stimmt irgendwas nicht und er hätte wahrscheinlich auch Probleme, das zu erklären. Aber dieses kleine Beispiel habe ich aufgeschnappt und zwar bei unserem heutigen Gast. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie dieses Beispiel von dem Kinobesitzer auf unsere Welt eigentlich zu übertragen ist. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Alexander Quint. Alex Quint, genau, so heißt es. Alex. Ich freue mich auch, Robert, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Ganz kurzfristig, hat super geklappt mit unserem Gespräch. Bin sehr froh, dass wir uns heute über dieses Thema unterhalten können. Und ich habe es jetzt gerade im Einstieg so genommen, dieses Beispiel, weil ich das aus einem anderen Gespräch von dir aufgeschnappt habe. Das ist so eine ein geniales Bild über unser Finanzsystem, dass man eigentlich danach gar keine Fragen mehr hätte. So nach Motto, okay, das ist Quatsch, wieso ist unser Finanzsystem so? Also muss auch Quatsch sein, Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot, mehr oder weniger. Ja. Ja, aber leider ist es nicht so einfach. Ja. Es ist sogar überhaupt nicht so einfach, denn du hast eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt. So, ich ergänze mal diese Geschichte. Der Kinobesitzer will in seinem eigenen Kino den Film schauen, geht zu einer Bank. Jetzt zu einer Bank, nimmt sich Kredit gegen Zins, um mit diesem Kredit gegen Zins eine Kinokarte an seinem eigenen Kino zu kaufen und den Film zu sehen. Jetzt ist das Bild rund, genau. Ja, so, ja. Wie das zusammenhängt und wo die Parallelen sind, da kommen wir sicher noch drauf. Aber spätestens dann müssten wir solche Menschen an einen sicheren Ort bringen. Ich möchte kurz auf dich zu sprechen kommen. Wir lernen uns jetzt auch gerade erst kennen, mehr oder weniger. Wir hatten also keine Gelegenheit gehabt, jetzt uns vorher groß auszutauschen. Was ich von dir weiß, ist, du bist seit vielen Jahren in der Finanzbranche tätig. Du bist Finanzdienstleister, du hast also da eine gewisse Expertise angesammelt in deinem Leben. Du lebst seit der Wende im Osten von Deutschland, in Dresden. Warum bist du von Westdeutschland nach Ostdeutschland gezogen? War das damals die Aufbruchsstimmung oder hatte das familiäre Gründe auch? Ja, also familiäre Gründe nicht in dem Sinne, weil ich habe in Sachsen oder in der ehemaligen DDR keine Verwandten. Es war eine gewisse Aufbruchsstimmung natürlich da, ja, und wir in der Finanzdienstleistung bekommen ständig irgendwelche Informationen. Es war die Zeit, als plötzlich mit D-Mark auch bezahlt werden konnte in den neuen Bundesländern. Und ich wollte eigentlich Dresden mal kennenlernen, ne, mit meiner Freundin, zwischenzeitlichen Frau, haben wir gesagt, okay, wir fahren einfach mal rüber, wir schauen mal. Und was so ein Westdeutscher da so gewusst hat, was es da gibt es Leipzig, da gibt es Dresden, da gibt es Ostberlin, gibt es sonst noch was. Also ich hatte da nicht so die Beziehung dazu. Haben wir gesagt, okay, Dresden soll schön sein, wir fahren da mal hin. Wo bist du zuerst gewesen? Wo bist du aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Tübingen, Baden-Württemberg. Kennen wir Schwäbisch-Schwätzer? Kennen wir Schwäbisch-Schwätzer, ja. Brauchen wir mal Untertitel bitte für den Rest des Landes. Ja. Genau. Damit sei auch das widerlegt, ein Schwabe kann selbst Hochdeutsch. Ja. Ach so, ja, du spielst an auf das Schild, das kommt, Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch. Ja. Genau so. Okay, ja, okay, das ist aber schon lange her. Also du bist dann rüber in die neuen Bundesländer und hast da jetzt deinen Lebensmittelpunkt gefunden. Ja, richtig. Dresden ist eine sehr schöne Stadt. Ich war da erst ein paar Mal, aber warum Dresden? Was war da? Ich bin damals einfach dort hängen geblieben. Ne? Wenn ich irgendwo Urlaub mache, mein Ziel war ja nicht direkt dort ein Geschäft aufzubauen oder gar dahin zu ziehen, sondern es war einfach in dieser Wiedervereinigungssituation ein Ausflug eben in die neuen Bundesländer. Und wenn ich irgendwo bin, dann spreche ich mit Menschen, egal, auch wenn ich im Ausland bin. Und ich interessiere mich für Menschen, Menschen interessieren sich für mich. Und es war halt damals eine Zeit, als sie erkannt haben, die Neubundesbürger sozusagen, da ist ein Finanzdienstleister. Und wenn man vergleicht, wie das Finanzgebaren in der DDR doch sehr, sehr einfach gestrickt war. Und sie wussten natürlich alle, jetzt kommt was Neues, wir haben keine Ahnung und so weiter. Und es kam da eine riesige Nachfrage auf mich zu. Die war jetzt nicht initiiert, das war einfach die Situation in dieser Zeit. Na gut, und dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht hier
etwas aufbaue und wenn das funktioniert, wieder zurückgehe. Aber nach 9 Monaten Pendeln, in denen ich 200.000 Kilometer und wenig Schlaf auf meine Uhren gekriegt habe, musste ich eine Entscheidung treffen, entweder Ex oder Hop. Entweder ich bleibe in Baden-Württemberg oder ich gehe jetzt nach Sachsen und habe mich einfach für diesen Weg entschieden. Okay, alles klar. Ich würde gerne jetzt das Bild nochmal aufgreifen, das ich da jetzt am Anfang gesagt habe. Natürlich fehlt der wichtige Hinweis, der Kinobesitzer geht nicht zu dem anderen Kino und holt sich eine Eintrittskarte, sondern er geht zur Bank, leiht sich Geld gegen Zinsen und geht dann in seinem eigenen Haus, das ihm besitzt, rein. Lass uns das Bild mal auf unsere Welt heute übertragen. Unser Zentralbanksystem, unser Geldsystem besteht ja mehr oder weniger aus diesem Bild auch, wie wir es jetzt gerade gezeichnet haben, dass sich der Staat, also wir, Geld ausleiht gegen Zinsen bei sich selbst und dann bei sich selbst verschuldet und dann bei sich selbst ständig immer Schulden zahlt, aber keiner weiß so richtig, bei wem wer eigentlich Schulden hat. Und das sind astronomische Summen, über die wir hier sprechen. Und keiner steigt so richtig durch. Nicht mal ARD steigt da durch. Es gab nämlich 2008 bei der Sendung Monitor eine Sendung, wo die Frau Raschke, die Anja Raschke, die ist ja da auch schon seit vielen Jahren Moderatorin, dieser Frage nachgegangen ist, oder halt ihr Team, ihre Redaktion. Ja, wir haben Schulden, bei wem eigentlich? Und dieser kurze Clip, ich habe den irgendwann mal gespeichert gehabt, auch in der Mediathek, geht über ein paar Minuten nur und die Quintessenz von diesem Clip ist eigentlich, sie konnten es nicht sagen. Also die Finanzredaktion von ARD Monitor war nicht in der Lage herauszufinden, bei wem wir eigentlich verschuldet sind. Und bei den Experten, die sie nachgefragt haben, konnten sie auch keine Auskunft bekommen. Oder sie durften nicht? Das ist jetzt die nächste Frage, ja natürlich. Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Also unser Geldsystem, wie siehst du das? Ich muss vielleicht voranschicken, dass wir Finanzdienstleister wahrscheinlich eine der Branchen sind, die am meisten unter einer gewissen Propaganda stehen. Jemand, der das erstmals dann hinterfragt, kommt auf Erkenntnisse, die mit seinem bisherigen Weltbild überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und ich habe es 2008 für mich hinterfragen dürfen. Das war also auch mein Aufwachprozess. Ausgehend von dieser sogenannten Immobilienkrise in der USA bis hin zu einer sogenannten Bankenkrise, bis hin zu einer sogenannten Subprime-Krise, bis hin zu der Pleite von Lehman Brothers, die einen Tag zuvor noch eine AAA-Rating bekommen hat, am nächsten Tag schon pleite war, so viel zu den Ratings, bis hin zu der Angst, plötzlich von einer Sekunde auf die andere schien die Welt nicht mehr in Ordnung zu sein, sondern am Rande eines Abgrunds zu stehen. In Mitternachtssitzungen wurden die Staaten mehr oder weniger oder die Parlamentarier in, ich glaube, einer 10-minütigen Sitzung genötigt, riesigen Rettungsprogrammen für irgendwelche Banken zuzustimmen und plötzlich waren die Bankschulden, Staatsschulden oder Steuerschulden, wie auch immer. Und damals habe ich mich gefragt, erste Frage ganz einfach, warum muss eigentlich ein Staat eine Bank retten? Es gibt ja auch andere Branchen, die werden nicht gerettet. Zweite Frage, die sich sofort anschließt, woher kommt denn eigentlich das Geld für die Bankenrettung? Angesichts der Tatsache und vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass die Staaten hoch verschuldet sind. Na, ich stelle mir da einen Sack vor, da sind schon minus 2 Milliarden drin und dann greife ich rein und nehme nochmal 2 Milliarden raus. Also das ist unverständlich. Dann kam ich relativ bald zur dritten Frage. Warum eigentlich ist ein Staat überhaupt verschuldet? Denn Kraft seiner Souveränität, angenommen, darüber kann man ja reden, ob die existiert oder nicht und wenn ja, in welchem Bereich ja oder nein, ist ja ein Staat theoretisch als oberster Gesetzgeber in der Lage, sein Geld selbst herzustellen. Und wenn ich Geld selbst herstelle, dann wäre ich ja völlig bescheuert, wenn ich mir woanders Geld ausleihe und auch noch Zins dafür bezahle. Das heißt, das eigene Geldschöpfungsmonopol quasi abzugeben an eine andere Institution und mich dort zu verschulden und sogar Zinsen zahlen zu müssen. Selbst die Zinsen müsste ich nicht zahlen, würde ich mein Geld selbst herstellen. Und da sind wir bei diesem
bei dieser Parabel oder bei diesem Bild mit dem Kinobesitz. Der Kinobesitzer hat da unten neben seiner Kasse eine Rolle stehen, da kann er selber seine Kinokarten drucken. Warum soll er einen Kredit aufnehmen, um damit eine Kinokarte kaufen zu können? Das ist im Prinzip die Frage. Ein Staat könnte selbst sein Geld herstellen. Wäre er wirklich souverän? Was macht er stattdessen? Er leiht sich woanders Geld und zahlt Zins dafür. War denn dieses System schon immer so? Oder hat sich das erst in der letzten Zeit eingeschlichen und so ganz unauffällig dann durch die Gesellschaft bewegt? Gut, jetzt bin ich nicht der beste Historiker. Dieses System war noch nicht immer so. Es gab im Mittelalter lange Phasen großen Reichtums und Wohlstands und Fortschritts. Das sind diese Zeiten, aus denen zum Beispiel auch ein Kölner Dom oder ein Ulmer Münster entstanden sind. Ja, ja. Und damals hatten wir quasi ein anderes Geldsystem, ein sogenanntes fließendes Geld. Das war eine Zeit, in der die Menschen zwar nicht unseren technischen Standard und Lebensqualität hatten, was die medizinische Versorgung betrifft, aber die mussten viel weniger arbeiten und hatten viel mehr Geld zur Verfügung. Ja, und viel mehr Freizeit und Zeit für kulturelle und für kulturelle, wissenschaftliche, philosophische Fragen und so weiter. Die hatten auch den langen Atem, über Jahrhunderte so ein Projekt wie so eine Kathedrale anzugehen. Ja. Richtig, richtig. Und dieses Geldsystem, was wir jetzt haben, dieses sogenannte Fiat Money, und das dann wiederum in sogenannten unabhängigen Zentralbanken oder dann auch später in Geschäftsbanken, die ja auch Geld schöpfen, vielleicht kommen wir da heute noch drauf, das ist eigentlich eine relativ neue Erfindung. Ich glaube, die hat ihren Ursprung genommen im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts in England. Und, aber das spielt ja auch gar keine Rolle, wann das seinen Ursprung genommen hat. Also es gibt unterschiedlichste Geldsysteme auf der ganzen Welt, die sich zum Teil bewährt haben, zum Teil auch nicht bewährt. Ne? Und dieses Fiat Money hat ja Explosionskraft im System, sodass es, man sagt, rechnerisch aller circa 70 Jahre in sich zusammenbrechen muss. Und warum das so ist und wie das ist und wo die Schulden herkommen und so weiter, das ist genau die Frage. Ich will aber noch mal zum Thema der Souveränität zurückkommen. Gehen wir mal davon aus, im Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 steht drin, alle Macht geht vom Volke aus. Und plötzlich gibt es da so etwas wie eine unabhängige Zentralbank. Das ist ein einfaches Wortspiel. Wenn der Staat der Repräsentant ist des Volkes und von dem Gemeinwillen oder von dem Mehrheitswillen letztlich dann auch die Entscheidungen ausgehen sollen, auch die Kontrolle und so weiter ausgehen soll, wie lässt sich mit diesem Artikel 20 Grundgesetz dann eine unabhängige Zentralbank rechtfertigen und vor allen Dingen, von wem ist die eigentlich unabhängig? Das ist ein Widerspruch in sich. Ja. Richtig. Und das sind natürlich auch solche Fragen, die dann ins Politische gehen, die ins Juristische gehen, die ohnehin sehr zweifelhaft sind, wenn man mal genau hinschaut. Ja, aber es ist anscheinend gut versteckt, weil offensichtlich gibt es diese Kritik nicht. Ja? Du bist ja jetzt auch hier, wenn jemand als Finanzdienstleister sich mit diesen Thematiken beschäftigt, dann beschmutzt er ja quasi das eigene Nest sozusagen. Ja, gut. Du gehst ja auch in die Höhle des Löwen hier und begibst dich hier in feindliches Terrain. Wir werden ja alles geheißen hier. Alle alternativen Medien kriegen natürlich den Stempel drauf der nicht ganz konformen Menschen, die da arbeiten, etc. pp. Es gibt genügend Angriffe gegen uns. Hast du dir das gut überlegt, überhaupt hier auf diesen Stuhl zu sitzen? Ja, ich habe mir das gut überlegt. Ja? Zumal möchte ich die Leute zum Nachdenken anregen. Ne? Zweitens will ich hier keine Werbeveranstaltung oder irgendwas für meine Dienstleistung machen. Und drittens bin ich fest davon überzeugt, dass es unterschiedliche Arten von Finanzdienstleistern gibt. Die Frage ist ja, wem diene ich? Da steht ja Dienstleister drin, in diesem Wort. Ja. Und ich habe das immer so empfunden, ich möchte gern den Bürgern, meinen Klienten sozusagen helfen, vernünftige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Dazu muss ich gestehen, dass ich inzwischen andere Lösungsvorschläge meinen Klienten präsentiere, als ich das noch vor Jahren gemacht habe, als eben dieser Aufwach- und Hinterfragungs- und Erkenntnisprozess noch nicht begonnen hatte. Aber
natürlich war plötzlich, nachdem ich dort gewisse Fragen mir gestellt habe und die Welt aus einer anderen Sicht gesehen habe, schon die moralische Frage, kann ich das weiterhin mit meinem Gewissen vereinbaren, diesen Beruf auszuüben und gewisse Empfehlungen auszusprechen. Du sagst, 2008 war für dich so ein Moment, wo vieles plötzlich in einem anderen Licht erschienen ist. Ja. Da warst du Ende 30 ungefähr so, ja? Ja, Moment, rechnen. Nein, da war ich Anfang 40. Anfang 40 sogar schon, okay. Also sind mit diesem Aufwachprozess dann jetzt nicht nur in der Finanzwelt neue Türen aufgegangen im Kopf, sondern hat sich da allgemein ein neues Wissen etabliert? Ja. Weil es geht aus meiner Erfahrung so, oder aus meiner Erfahrung geht es hervor, aber auch von anderen, die ich kennengelernt habe, wenn man dann einmal durch diese Tür gegangen ist, kriegt man plötzlich von da etwas mit und von da und merkt, wie das doch alles irgendwie zusammenhängt. Deswegen frage ich gerade, ist es so ein allgemeines Infragestellen des Systems, was sich dann einherstellt? Ja, natürlich. Ich muss mal sagen, ich empfinde es so. Wir bekommen heute, egal zu welchem Thema, Politik, Außenpolitik, Umwelt, Medizin, Ernährung und so weiter, bekommen wir 1000 Antworten, obwohl wir selber noch nicht in der Lage waren, überhaupt eine einzige Frage zu formulieren. Und diese 1000 Antworten, die sind natürlich einfach, ne, weil die geben uns ein Weltbild und wenn der sagt, das ist so und wenn der sagt, das ist so und wenn der sagt, das ist so und wenn das jeder sagt, dann wird es ja wohl auch richtig sein. Das zu hinterfragen ist dann natürlich mühsam, ne, und die meisten gehen den einfachen Weg, die stellen keine Fragen und schließen sich so eine Art Massenmeinung an. Ne, und diese Massenmeinung wird ja gemacht. Und bei mir war es halt so, ich musste mir das tatsächlich mathematisch mit diesem Josef-Pfennig mal herleiten und habe das selber nicht geglaubt. Ich musste es tatsächlich nachrechnen. Und erst dann, als ich es nachgerechnet hatte, habe ich meinen eigenen mathematischen Fähigkeiten mehr vertraut als dieser Massenmeinung. Ich verstehe. Ja, ja. Und erst dann war für mich im Prinzip der Beweis erbracht, dass vieles von dem, was ich glaubte, eben einfach nicht stimmt oder gar das Gegenteil stimmt. Jetzt müssen wir kurz den Josef-Pfennig erklären. Ich habe es vorhin erst beim Herweg noch gehört von dir, dieses Beispiel. Also wenn Maria quasi am Tag der Geburt von Jesus 1 Cent auf die Bank gebracht hätte mit 5% Verzinsung. Jawohl. Und dann quasi 2000 Jahre später, was käme da raus? Die meisten Leute würden sagen 1000, 10.000, 1 Million, wenn sie linear denken. Aber es ist eine Exponentialfunktion und deswegen kommt da so eine unglaubliche Zahl raus mit Milliarden von Erdkugeln aus Gold, mehr oder weniger. Genau. Ja. Ich habe es heute mal nachgerechnet mit dem heutigen Kurs. Wir haben im Moment, wenn wir aus diesem einen Josef-Pfennig oder Josef-Eurocent, wenn es den damals schon gegeben hätte, 2017 Jahre, jeweils 5% Zuwachs und dann nochmal 5% und so weiter, wären wir heute bei 26 Milliarden 304.000, 26 Milliarden 304 Millionen 55.671 Erdkugeln, also Kugeln mit dem Gewicht der Erde aus purem Gold, zum heutigen Kurs. Also die Exponentialfunktion geht ja ganz langsam los und steigt dann immer steiler an. Ist dann am Schluss eigentlich fast vertikal. Es hat zum Beispiel 237 Jahre gedauert, um daraus 1.001 Euro zu machen und 379 Jahre, um 1 Million Euro draus zu machen und 473 Millionen, um dann 100 Millionen draus zu machen und so weiter. Das steigt dann immer schneller an. Und wir haben heute weder eine Erdkugel aus purem Gold, noch zwei, geschweige denn 26 Milliarden. Und da sieht man schon, dass das so nicht funktionieren kann. Ich habe neulich erst aufgeschnappt, wie viel Gold es auf der Welt gibt. Das wäre, wenn es alles in einen Würfel gegossen wird, ein Würfel mit einer Kantenlänge von 26 Metern. Würde bequem vors Brandenburger Tor passen. Ja, ich habe gedacht, das ist eigentlich viel mehr, aber es ist gar nicht so viel. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Also 26 mal 26 mal 26, wie so ein Hochhaus mehr oder wie so ein Wohnblock. Das ist alles Gold, was wir haben sollen auf der Erde. Mir kam das irgendwie zu wenig vor. Ja, klar. Silber gibt es zwar in der Erdkruste theoretisch 15 Mal mehr, rein von der Geologie, aber Silber wird ständig verbraucht in Form von Spiegeln, in Form von Elektrogeräten, die dann auf irgendeiner Deponie wiederum landen, wo sich das Recycling nicht lohnt, um da 1 Gramm rauszuholen oder so.
Wenn man das verbliebene Silber in einen Würfel gießen würde, hätte der eine Kantenlänge von weniger als 10 Meter. Oh, tatsächlich? Ja. Okay. Okay, es führt uns jetzt gerade ein bisschen weg, das Bild, aber okay. Nur um sich nochmal dieses Finanzsystem vor Augen zu führen mit der Exponentialfunktion von so Zinseszinsen. Es ist eigentlich ein Crash vorprogrammiert. Also irgendwann wird dieses System an seine Grenzen stoßen aufgrund dieser einfach exponentiellen Funktion. Ein paar Reiche werden immer noch reicher und der Rest hat gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist genau die Situation, wie wir sie jetzt haben. Ich glaube, so Robert, da müssen wir jetzt nochmal den Zusammenhang herstellen. Weil dass ein paar Reiche immer reicher werden, da verstehen ja die meisten nicht, warum die meisten anderen immer ärmer werden. Na? Es könnte ja auch sein, der eine wird bloß reich und für den anderen ändert sich gar nichts. Wie hängt das zusammen? Das hängt letztlich damit zusammen, dass wir über ein Schuldgeldsystem sprechen. Na, in dem Moment, als die Maria diesen 1 Cent auf die Sparkasse nach Bethlehem gebracht hat. Oder eigentlich ist es ja der Josef, weil das Beispiel heißt ja Josef Pfennig. Ja, also okay. Der Josef gibt der Maria, geh mal auf die Bank. So, jetzt sind wir richtig. Ja. Ist auch wurscht. Nee, weil sonst steht gleich wieder im Kommentar drin, das heißt nicht so. Das heißt okay. In dem Moment schuldete die Bank dem Josef diesen 1 Cent plus Zins. Das heißt, man kann nur einen Anspruch auf dieses Geld haben, beispielsweise in einem Sparbuch oder auf einem Kontoauszug, in dem die Gegenseite mir genau die gleiche Summe schuldet. Im Umkehrschluss ist es so, ich lege einen Euro auf mein Sparbuch, dann schuldet die Bank mir den Euro. Ich nehme einen Kredit von der Bank über 1 Euro, dann schulde ich der Bank. Und die Bank betrachtet den Kredit als Guthaben, der verzinst werden muss. Das bedeutet, alles Guthaben auf dieser Welt, in diesem sogenannten Schuldgeldsystem, steht der gleichen Summe an Schulden gegenüber. Und damit ist auch eigentlich schon erklärt, wenn sich Guthaben weiter verzinsen und stetig ansteigen, müssen auch die Schulden auf diesem Erdball ständig sinken, weil irgendjemand schuldet ja dem anderen diese Summe. Und meiner Meinung nach wird dieses System nicht deswegen zusammenbrechen, weil die Reichen immer noch reicher werden, sondern es wird deswegen zusammenbrechen, weil irgendwann die Masse der Menschen all diese Schulden nicht mehr tragen können, geschweige denn die Zinsen darauf. Jetzt wäre das System schon längst kollabiert, wären die Zinsen nicht Richtung Null gelaufen. Das heißt, jetzt im Moment ist dort zwar immer noch die Geldmenge, die steigt, ne, durch die Notenbanken und durch die Geschäftsbanken, aber die Zinsen sind natürlich sehr niedrig. Deswegen kaufen ja jetzt im Moment auch ganz viele Leute zu scheinbar sehr niedrigen Zinsen wie verrückt Immobilien und treiben die Immobilienpreise hoch. Die könnten zu einem höheren Zins vor einigen Jahren sich niemals die Raten für eine Immobilie leisten. Aber damit kann natürlich auch neue Schuld wieder produziert werden. Damit können auch wieder neue Geldanleger auf der Gegenseite quasi ein größeres Geldvermögen ansammeln, das durch die Schuldner verzinst werden muss. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen. Ne, diese Zinsen zahle ich ja nicht nur, wenn ich irgendwo einen Kredit habe. Stellvertretend für uns alle hat ja der Staat horrende Schulden und wir zahlen alle Steuern und der Staat mit unseren Steuern Kredit. Jetzt sind wir in einer Situation gelandet, wo es also immer schwieriger wird, zum Beispiel auch für Lebensversicherer, für Bankhäuser und so weiter irgendwie Zinszusagen zu erwirtschaften, einfach weil die ja auch mit Nullzins gar nicht mehr so richtig funktionieren. Vor diesem Hintergrund gibt es dann solche Bestrebungen wie zum Beispiel Autobahnprivatisierung, also Staatseigentum oder ich sage mal Volkseigentum. Wir haben mit unseren Steuergeldern dieses Autobahnnetz aufgebaut. Jetzt werden diese Autobahnen quasi verkauft und wir müssen in Zukunft dann eine Maut bezahlen. Und die Maut wiederum ist so ähnlich zu sehen wie ein Zins für einen Kredit, obwohl die Autobahn uns schon längst gehört. Ja. Erstens wird es verkauft und dann werden damit wieder Geldeinlagen und sowas generiert. Die Gesetzesvorlage für die Privatisierung der Autobahnen wurde doch auch so nebenbei, so kurz vor knapp durchgewunken, vor kurzem erst von einem fast leeren Parlament abgehakt. Wie immer. Es war zufällig keine EM. Normalerweise passieren solche Sachen immer während dem Halbfinale oder dem Finale, wo ganz Deutschland im Freudentaumel ist. Da kann man gut Gesetze verabschieden.
Ja, Aber schlechtes Timing jetzt diesmal, da haben sie es halt so das, gemacht. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, da sind wir aber auch wieder bei den Worten. Ich will jetzt nicht den Andreas Popp dauernd zitieren, aber mit dem Privatisieren. Ne? Wir bekommen 1000 Antworten, ne, wo wir nie die Frage gestellt haben, was ist eigentlich Privatisieren? Die 1000 Antworten sagten immer, Privatisieren ist gut für uns alle. In Wirklichkeit ist Privatisieren etwas, wo jemand einen Besitz- oder Eigentumsanspruch ableitet aus einem Gegenstand, der zuvor nicht privatisiert war. Also hat zuvor erstmal der Bevölkerung, dem Land, wie auch immer gehört, war im Gemeinwohl. Jetzt ist es privatisiert. Das heißt, es ist eine Art der Beraubung der Allgemeinheit und der Verfügung eines Einzelnen oder eines Konzerns, wie auch immer. Und unser System, unser neoliberales System, hat ja zwei solche Dogmen. Das eine Dogma heißt, du darfst so viel Vermögen anhäufen, wie du willst, vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Und das zweite, das Eigentum ist laut Grundgesetz geschützt. Das heißt, wenn man das mal ganz vom Grund aus, ganz einfach betrachtet, hat zuvor in irgendeinem Territorium das Land niemanden oder mit anderen Worten allen gemeinsam gehört. So eine Art wie eine Genossenschaft. Ja. Die mussten sich nur klar werden, wie sie da miteinander klarkommen. Und jetzt plötzlich werden diese ganzen Gegenstände, Besitzrechte übertragen auf wenige Personen, die anderen werden beraubt. Trinkwasser beispielsweise ist auch so ein Thema. Post, Bahn. Post, Bahn, ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber soviel ich weiß, hat das Deutsche Reich sich finanziert durch eine 15-prozentige Einkommenssteuer, Flat Tax, zusätzlich durch ein Bahn- und Postmonopol. Und als der Kaiser dann noch irgendwie eine Marine brauchte oder wollte, gab es damals die Schaumweinsteuer. Ne? So, die haben wir heute übrigens noch, ne, um die kaiserliche Marine aufzubauen. Das war's. Das wären ja heutzutage paradiesische Zustände, wenn man das mal sieht. Aber wenn alles wegprivatisiert wird, womit will denn eigentlich der Staat überhaupt noch die Einnahmen generieren, die er braucht für gewisse Aufgaben? Ja, das heißt, der nimmt uns dann in Haftung über die Steuer oder andere Abgaben, GEZ oder wie auch immer. Und wir erkennen gar nicht, dass dahinter im Prinzip ein Umverteilungsprozess stattgefunden hat und ständig noch weiter stattfindet. Eben, dass die Allgemeinheit immer weniger hat und das Vermögen sich bei immer weniger Menschen konzentriert. Okay, okay. Und das ist im Kern natürlich völlig undemokratisch. Kommen wir nochmal zurück auf unser Beispiel mit dem Kino. Wir sind quasi verschuldet, wir wissen nicht bei wem, die Redaktionen können es nicht rausfinden, also es ist alles so eine komische Gemengelage. Wenn wir dann plötzlich Geld, wie bei damals 2008 bei der Bankenrettung, zur Verfügung haben, wo kam denn das dann eigentlich her? Ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Zahlen, ich weiß nur, es waren Hunderte von Milliarden, wenn nicht sogar Billionen Euro und Dollar, die dann plötzlich im Spiel waren. Wo kommt es dann her? Money out of thin air. Money out of thin air hat es geheißen. Ja, man sagt aus der Luft oder aus dem Nichts. So. Ganz so ist es auch nicht. Kredit entsteht ja in der Situation als Quasi-Kreditvertrag. Und in dem Moment, man muss sich das mal vorstellen, hat die Bundesrepublik Deutschland sich bei den Bankhäusern Kredit besorgt, gegen Zins, um mit der erhaltenen Summe die Banken wieder zu retten. Weil sie können ja selbst kein Geld schöpfen. Aha. Das macht ja, wenn dann, nur diese sogenannte unabhängige Zentralbank. Ja. Also es ist völlig schizophren. Wie funktioniert das? So, ich gehe zu einer Bank. Jeder, der jemals in seinem Leben schon mal einen Kredit aufgenommen hat, kann das bitte an seinen eigenen Kontoauszügen nachvollziehen. Die Bank eröffnet 2 Konten. Ein Konto und noch ein Konto. Und dieses hier, von dort überweisen die jetzt plötzlich 10.000 auf dieses hier. Das hier geht dann 10.000 runter, das geht 10.000 hoch. Also minus 10.000 plus 10.000. Das ist das Konto, mit dem du dann zum Beispiel dein Auto kaufst, deinen Gebrauchtwagen. Und das ist das Konto, das nennt man dann Kredit. So. Zuvor 0 und 0
ist kein Geld, das ist 0 in der Summe. Und später minus 10.000 plus 10.000 ist ja auch 0. So. Also so entsteht im Prinzip dieses sogenannte Fiat-Geld. Also nicht gar aus Luft, weil da wird ein Kreditvertrag, der ist zumindest noch meistens materiell oder zumindest mit Bits und Bytes irgendwo hinterlegt. Auf diesen Kredit, der ausgereicht wird, muss ich dann noch Zinsen bezahlen. Das heißt, es gehen 10.000 in die Welt für den Gebrauchtwagen. Der arme Kreditnehmer muss jetzt aber zum Beispiel 12.000 zurückzahlen. Aber die 10.000 sind nicht in die Welt gegangen, 12.000 sollen zurück. Allein das geht schon in der Mengenlehre nicht. Ne? Wo soll denn der jetzt die 2.000 finden? Ja, da muss wieder jemand anders Kredit nehmen, dem er letztlich das Geld abnimmt, um seine 12.000 zurückzahlen zu können. Also das ist das ganze Spiel. Und der Zwang, der dahinter steht, ist, das weiß auch jeder, der jemals einen Kredit genommen hat, du brauchst ein Einkommen, Einkommensüberschuss, man spricht dazu im Bankchinesisch von Bonität, und du brauchst zweitens ein Pfand, ein dingliches Pfand. Also Bonität heißt, ich verdiene genügend Geld, dass ich mein Leben bestreiten kann und noch gleichzeitig was ansparen Richtig, kann. Ja. Genau. Möglichst sichere Arbeitsverhältnis und so weiter. Na, inwieweit welches Arbeitsverhältnis heutzutage überhaupt noch sicher ist, ist eine andere Diskussion. Und zusätzlich noch ein Pfand, ein dingliches Pfand, entweder das Auto selbst oder bei einer Immobilie zum Beispiel das Grundbuch, das Pfandrecht auf die Immobilie. Ja, und jetzt ist es natürlich so, 10.000 gehen in die Welt, 12.000 sollen zurück. Wenn jetzt der arme Kreditnehmer das nicht schafft, aus welchen Umständen auch immer, dann wird erstens sein Lohn gepfändet. Und wenn das nicht reicht, wird auch noch das dingliche Pfand gepfändet. Also der Lohn symbolisiert einen Teil deiner Arbeitskraft, ist also eine tendenzielle Versklavung, weil du größere Zeitanteile für andere arbeiten musst. Und die dingliche Sicherheit, wenn die gezogen wird, ist natürlich eine blanke Enteignung. Man könnte schon wieder von Privatisierung beinahe sprechen. So, das ist im Prinzip der Plan zur Weltherrschaft. Und das geht Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen in einem System, was niemand in Gänze hinterfragt hat. Bisschen wie der Frosch, der gekocht wird. Wenn man ihn ins heiße Wasser schmeißt, springt er zurück, weil er es merkt. Aber wenn man die Temperatur langsam hochschraubt, endet er als Froschschenkelsuppe. Ja. Wieso merkt es niemand? Sind wir einfach zu träge in unserer Wahrnehmung? Ist das System so aufgebaut, dass der einfache Bürger das nicht durchschauen kann? Oder wird von oben einfach so getan, als wäre das alles in Ordnung und wir glauben das dann auch? In Wirklichkeit ist es ja so. Die Leute das ist eine Verallgemeinerung, man sollte das nicht machen. Ne? Es merken wenig Leute, weil wenige Leute das tatsächlich hinterfragen. Sobald die das hinterfragen und diese Systematik erkennen, ist es eigentlich vollkommen klar, dass so ein System abzulehnen ist. Zumal in der Demokratie, wo ja eigentlich Politik gemacht werden soll zum Wohle der Mehrheit und nicht zum Wohle einer Minderheit. Also müsste man auch hier mal unsere demokratischen Prozesse hinterfragen. Natürlich merken das die Leute spätestens dann, wenn wie zum Beispiel in Zypern über Nacht die Banken zu sind und dann ein Kapitalschnitt von 20% mal ganz kurz beschlossen wird. Ja, also wird alles 20% rasiert. Das merken natürlich die Menschen auch in Griechenland, ne, wo jetzt zum Beispiel der Staat gezwungen wird, auch noch die restlichen Häfen an irgendwelche chinesischen Investoren zu verscherbeln. Die Gasfelder, wenn es geht, an ExxonMobil und andere und gleichzeitig die Renten zu kürzen. Das merken die Leute, die sehen nur den Zusammenhang noch nicht. Die sehen nur den Zusammenhang noch nicht. Wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Und man merkt es natürlich auch in Deutschland. Wir hatten allein innerhalb der letzten 100 Jahre hier 4 verschiedene Währungen. Ich habe auch hier 2 dabei. Sag mal, was gab es früher? Ich erinnere mich an die immensen Geldscheine aus der Weimarer Republik, wo Millionen aufgedruckt waren. Ich habe noch nie sowas live gesehen. Das ist ganz lustig. Also das hier, mein lieber Robert, das ist mein Lieblingsschein. Und wenn du so ein bisschen altdeutsche Schrift lesen kannst, bitte ich dich gleich mal, wenn ich ihn dir rübergebe, die schwarze Schrift zu lesen. Genau, ich glaube, ich kann es ein bisschen. Okay. Ja. Das F ist immer F ist S. Gell? So, ja. ich möchte voraus eine Frage stellen. Robert, ist das Geld? Naja, es sieht aus wie ein Schein, wie wir es immer haben. Ne? So. Nee, sag mal ja oder nein. Ist das Geld? Ja. Okay, jetzt lies mal vor, was da steht. Reichsbanknote 1000 Mark steht drauf, aber es wurde drüber gedruckt, 1 Milliarde Mark. Also 1000 Mark zahlt die Reichsbank Hauptkasse in Berlin
gegen diese Banknote dem Einlieferer Berlin, 15. Dezember 1922, Reichsbankdirektorium, Unterschrift und so weiter und so fort. Okay. Nochmal die Frage, ist das Geld? Naja, wenn du mich so fragst, gehe ich mal davon aus, eher nicht. Das ist dann eher so eine Art Schuldschein, oder? Ja, du hast es gerade vorgelesen. 1000 Mark zahlt die Reichsbank Hauptkasse in Berlin gegen diese Banknote dem Einlieferer. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein Abholschein. Ah, ich verstehe, okay. Ich gehe da hin mit dem Schein und sage, so bitte 1000 Mark her. Also dieses Stück Papier hat eine Deckung sozusagen. Ja. Das ist der Anspruch auf eine gewisse Summe. Gut, sozusagen. auf jeden Fall, die erste Erkenntnis ist, das hier ist kein Geld. Die Frage ist, wie sieht dein Geld aus? Aha. Sind es Münzen? Müssen das Münzen sein? Ja. Oder? Schau mal hier, ich habe hier zum Beispiel aus dem gleichen Jahr mal Geld mitgebracht. Bundesrepublik, nee, was steht da drauf? Deutsches Reich, Reichsmark, 5 Reichsmark. Genau, 5 Reichsmark. Ist das der Hindenburg, der alte Paul ist da drauf. Genau. Das hier ist jetzt Geld. So, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt nur mal von den 1000 Mark ausgehe, die wurden ja dann später per Stempel erhoben zu 1 Milliarde. Aber in dem Moment, als der rote Stempel hier mit der Milliarde drauf kam, haben die natürlich nicht 200 Millionen solche Münzen plötzlich gefertigt. Also das war spätestens dann Geldschöpfung aus dem Nichts per Stempel. Ja. Die Frage ist jetzt, was ist passiert? Dieses Versprechen, ich kann da hingehen und die geben mir Geld, wurde gebrochen. Und je größer das Versprechen wird, ob das jetzt 1000 Mark sind oder 1 Milliarde Mark, ist ja mal dahingestellt. Es wurde gebrochen. Ich kann mit diesem Schein heute nirgends mehr einkaufen. Hätte man damals sich sowas geben lassen, ich habe das heute extra nochmal ausgerechnet im Vorfeld, und zwar diese 5 Reichsmark Hindenburg, die kosten heute 8,10 €. Die bestehen aus 13,8 Gramm 900er Silber. Das heißt, es sind tatsächlich 12,42 Gramm Silber da drin. Und nach heutigem Kurs kostet der nur reiner Metallwert 6,83 €. Der hier. Also 12 mal 7 wäre dann Genau. quasi... Die Leute, die an das Versprechen geglaubt haben, sind gekniffen. Diejenigen, die sowas hatten, die haben heute noch was. So, 1000 Mark allerdings. 1000 Mark umgerechnet wären heute in dieser Form 1.366,2 € wert. Und 1 Milliarde Mark, wie dieser rote Stempel, wären heutzutage 1,366 Milliarden € wert. In dieser Form. So. Und insofern, damals haben die Leute das schon gemerkt, dass das Geldsystem nicht funktioniert. Ja, dann waren natürlich die Kriege schuld, dann waren die bösen Besatzungskosten schuld, da war alles Mögliche schuld, aber natürlich niemals das Geldsystem. Und ich habe natürlich Angst, wenn es diesmal irgendwann wieder so weit ist, weil die ganzen Eliten, die ganzen sogenannten Fachleute im Wesentlichen ja nur dieses Fiat-Money-System eingetrichtert kriegen, von der Kindheit an bis über die Schule, bis übers Studium und so weiter, dass dann quasi nur der große rote Reset-Knopf gedrückt wird, batsch, und dann haben wir neues Geld, was mit dem gleichen Geburtsfehler wiederum startet. Aber halt immer erst die Entwicklung am Anfang, die dann quasi horizontal läuft und dann irgendwann geht es in die Kurve rein. Ja. Genau. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dieses Geld beschreibt eigentlich dieses Geldsystem beschreibt eine Sägezahnfunktion auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und es ist nur die Frage, wo sind wir gerade? Genau, das ist die Frage. Ja, und die Frage dann jetzt konkret, sind wir schon oben an der Spitze und fallen jetzt gleich runter, so wie 1929 am Schwarzen Freitag? Ja, weißt du. Oder noch mehr, warum checkt das niemand? Normalerweise. Der Schäuble ist doch auch ein schlauer Typ und die Merkel, das sind doch alles Menschen, die sowas auch verstehen. Das ist jetzt eine profane Frage, ich weiß, die ist ein bisschen naiv. Ich sage jetzt mal rein von ihrer vom Intellekt können die das verstehen. Das kann jeder verstehen. Weil das ist viel einfacher. Also wer das jetzt gerade bis hier halbwegs verstanden hat und dann noch mal ein bisschen nachforscht, das versteht jeder. Sie können das verstehen, aber ich weiß nicht, ob die auch gut beraten werden von irgendwelchen Lobbyisten, ob die überhaupt dürfen. Na, das ist ja auch die nächste Frage. Die Frage ist ja, wenn sie ohnehin dem Volk nicht dienen, na,
allein dadurch, dass sie so ein Geldsystem, was wenigen dient und vielen im Prinzip schadet, demokratisch versuchen zu legitimieren und aufrechtzuerhalten, ist ein Widerspruch in sich, dann ist ohnehin die Frage, ob das Volksvertreter sind in dem Sinne. Ja, so. Und der Schwur, hier Schaden vom deutschen Volk abzuhalten und den Nutzen zu mehren und sowas, ich glaube, das können wir uns abschminken. Na, seinen Nutzen mehren heißt ja auch, also das ist die Frage, wem wir dann nützen. Ne? So. Ja, richtig. Die Nutzen der Kühe zu mehren macht den Bauern reich. Ja. Zuerst der Bauer. Ist die Merkel nur die Magd, die Bauernmarkt oder wer ist die? Führt jetzt so weit, ja, das sind jetzt Bilder, die wir gerade zeichnen, die jetzt vom Thema wegführen. Ja. Dieses System scheint ja jetzt wirklich auf Betrug hinauszulaufen. Also so ein gut versteckter Betrug, dass der normale Mensch es nicht kapiert und offensichtlich auch viele aus deiner Branche auch nicht, die so in diesem System drin sind, dass alleine das in Frage zu stellen ja schon Ketzerei ist. Du bist ja auch ein Heretiker sozusagen, in dem du dich mit sowas outest. Warum glaubst du, ist das so? Will man das nicht hören? Selbst wenn sie es hören könnten, muss man dann das eigene Weltbild wieder in Frage stellen. Ja. Was ist so eine Gemengelage von es ist vielschichtig. Natürlich ist es eine Frage der Bildung und der Medien. Na, das wäre deren Aufgabe, uns dort wirklich aufzuklären, im Sinne der Aufklärung, und nicht zu verklären. Ja, ja. Das Zweite ist natürlich eher eine mathematische Geschichte. Na, ich kam aus der Mathematik und die ist für mich unumstößlich. Ja? Dann kann ich natürlich aufgrund dieses Naturgesetzes sozusagen der Mathematik kann ich sagen, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert ja auch nicht. Blick in die Vergangenheit, na, es gibt ja auch diese Erkenntnis, dass sich Geschichte oftmals wiederholt, ja, zeigt ja, dass diese Geldsysteme immer wieder zusammengebrochen sind. Es gibt in jedem Museum der Welt gibt es so schöne Währungen in Form von Scheinen, in Form von Münzen. Mit den Scheinen spätestens kann ich nicht mehr bezahlen. Mit der Münze kommt drauf an, was da drin ist. Ne? Also dieser intrinsische Wert, der innenwohnende Wert, also sprich das Metall, aus dem das besteht, die sind heute teilweise auch noch sehr wertvoll. Aber man kann das sehen aus der Rückschau, man kann das auch von der Systematik her begreifen, aber es fordert Denkarbeit und es fordert auch eine eigene Souveränität, vielleicht auch mal ein bisschen Mut, Dinge zu hinterfragen, von denen ich möglicherweise sehr gut lebe. Ich erlebe zum Beispiel auf den Bewegungen, die ich dann auch schon immer wieder besucht habe, dass insbesondere die Leute, die freigesetzt werden aus dem Arbeitsprozess, die plötzlich Zeit haben nachzudenken, also sprich die sogenannten Gescheiterten, die erkennen das. Und die anderen, die davon prächtig leben und sich legitimiert sehen durch beispielsweise auch ein hohes Einkommen, die haben ja gar keinen Grund, das zu hinterfragen. Würden sich ja ins eigene Knie schießen, wenn so sie sich als Regierungssprecher quasi freiwillig ablösen lassen. Ja, zum Beispiel. Weil da kriegt man nämlich Geld wie ein Staatssekretär. Also mit 15.000 geht das Seibert nach Hause im Monat, ohne die zusätzlichen Privilegien und Status und so weiter. Ich kann das nachvollziehen in einem gewissen Grad, dass man da eine Motivation hat zu sagen, ich will das gar nicht ändern, weil der hat ja auch sein Leben lang darauf hingearbeitet und ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ja, die Frage, die sich da wieder anschließt, ist ja dieses neudeutsche Wort von diesem Deep State. Da, wer jetzt gerade derjenige ist, der die Politik macht, der uns in dem Fernsehen gezeigt wird. So. Und wer ist denn alles dahinter? Na, welche Berater, welche Staatssekretäre, welche Lobbygruppen, welche Konzerninteressen, die Parteispenden und Einfluss nehmen und so weiter. Man kommt heute nicht auf einen Regierungsstuhl ohne eine mediale, massive Unterstützung. Und diese mediale, massive Unterstützung kostet so ein Schweinegeld, dass sich im Prinzip Leute, die von irgendwelchen großen Kapitalgebern nicht unterstützt werden, die schaffen das nicht. Die schaffen weder die 5%-Hürde noch was anderes. Ja, ja. Okay, wenn wir jetzt also feststellen, dass dieses System in sich total verfault ist, mehr oder weniger, dass es zum Absturz führen muss, was wäre jetzt dann die Alternative? Gibt es denn eigentlich schon funktionierende Konzepte, die wir einfach nur integrieren könnten? Wir müssen halt nur schauen, dass das alte System mehr oder weniger sozialverträglich abgeschafft wird. Gibt es da irgendein Beispiel, was du sagen könntest, lass es uns so machen? Ja gut, es gibt ja zum Beispiel Erfahrungen mit diesem fließenden Geld. Das fließende Geld ist Geld, das wird quasi vom Staat ausgegeben. Der Staat selber ist der Geldschöpfer.
Und das fließende Geld zeichnet sich dadurch aus, dass es einerseits gesetzliches Zahlungsmittel ist, das heißt, es muss genommen werden, es muss damit bezahlt werden. Andererseits sich aber abzinst. Ja, das heißt, aus 100, sagen wir mal, Euro, wenn die neue Währung dann auch Euro hieße, werden dann nach einem Jahr zum Beispiel 95 Euro. Ach so, dass das Geld weniger wird, es wird nicht tatsächlich weniger. Wird, ja, so. Das wird tatsächlich weniger. Das führt dazu, dass die Leute, die das Geld bekommen, als Lohn oder durch Handel, wie auch immer, erkennen, dass das Geld selber keinen Wert hat. Es hat zwar in dem Moment, in dem ich es besitze, einen gewissen Tauschwert, aber den Menschen wird bewusst, es wird weniger, es wird auch nominal weniger, also die Zahl wird kleiner. So. Und damit sind die Menschen bestrebt, das auszugeben. Ja, und somit hat der Nächste wiederum die Möglichkeit, etwas zu verdienen und der will es natürlich auch wieder ausgeben. Ja, okay. Deswegen heißt es fließende Geld, die Leute wollen dann dieses Geld ausgeben. Das heißt, es bleibt mehr im Umlauf, es ist mehr Geld im Umlauf. Richtig. Und dadurch mehr Wirtschaft insgesamt? Oder was ist der ja, Vorteil, natürlich. Ja, zumindest kann man aufgrund des reinen Geldbesitzes nicht reicher werden. Verstehe. Ja, okay. Das ist ja auch die andere Seite dieser Medaille. Und dieses fließende Geld, ganz kurz zum Geld. Geld hat eine Tauschfunktion, hat eine Wertmessfunktion. Wir drücken ja heute alle möglichen Preise auch in der Zahl von Geld aus, also als Wertmaßstab. Und sollte auch sowas haben wie eine Aufbewahrungsfunktion. Wir haben jetzt zum Beispiel mit diesem historischen Geld gesehen, dass die Aufbewahrungsfunktion nicht so gut funktioniert. Ja. Auch heute beispielsweise kann ich zwar 100 Euro auf dem Sparbuch verzinsen und habe dann vielleicht nach einem Jahr 100 Euro und 10 Cent. Aber wenn die Preise im gleichen Zeitraum beispielsweise um 4% steigen, dann habe ich trotzdem eine kleinere Kaufkraft. Also die Wertaufbewahrungsfunktion ist ja auch heute in unserem heutigen Geldsystem schon gar nicht gegeben. Bloß die Leute werden da ein kleines bisschen leicht getäuscht, weil ja die Zahl größer wird. Aus 100 Euro werden 100 Euro und 10. Während aber die Preise von 100 auf 104 steigen, naja, und damit die Kaufkraft verloren geht. Bei dem fließenden Geld wird es für jeden erkennbar, dadurch, dass das Geld auch nominal, also vom Zahlenwert, abbaut. Dieses fließende Geld hat funktioniert immer. Das war nicht nur im Mittelalter, das war auch hier bei diesem Wunder von Wörgl in Österreich der Fall, bis dann die Nationalbank von Österreich damals das gewaltsam gestoppt hat, dieses erfolgreiche Experiment. Also es sind auch Bücher, man kann darüber lesen. Die hatten dieses System übernommen. Die hatten das, genau. Und während alle außenrum quasi in der Depression gelebt haben, ist da ein unglaubliches Wirtschaftsaufkommen passiert. Ja. Weil die reale Wirtschaft oder das reale Wohl einer Bevölkerung oder eines Dorfes, einer Stadt, eines Landes besteht ja nicht in irgendwelchen Papierzetteln. Und wenn da eine Null mehr dran ist, dann sind wir 10-mal so reich. Ja, so. Nein, das sind Dinge, die kann man anfassen. Und dadurch, dass dieses fließende Geld eben diese Wertaufbewahrungsfunktion von vornherein nicht hat, schließt dieses Geld natürlich so ein Verhalten aus, so nach dem Motto, ich muss möglichst viel davon horten. Okay. Die wollen das Geld ausgeben und reale Werte dafür kaufen. Egal, ob die sich ihr Haus renovieren, ob die sich Vorräte anlegen, ob die sich neue Straßen bauen, einen neuen Kindergarten, eine neue Maschine für die Landwirtschaft kaufen oder wegen mir auch mal ein Stück Edelmetall. Das sind reale Werte. Und wenn das Geldsystem eines Tages zusammenbrechen sollte, bleiben ja auch bloß die realen Werte übrig. Ja. So. Zahlen auf dem Computer lösen sich auf, aber richtig. Das Haus bleibt bestehen, das man gebaut hat. Ja. Und so ein fließendes Geld könnte man heute sehr elegant auch mit einem elektronischen Zahlungsmittel herstellen. Aber es müsste halt von vornherein klar sein, das ist ein Zahlungsmittel, ein Wertmaßstab, ein Tauschmittel, wie auch immer, aber ohne Wertaufbewahrungsfunktion. Es muss wieder zurück in den Umlauf. Und dann würden die Menschen, jeder für sich selbst, überlegen, wie kann ich, wenn ich jetzt einen Einnahmenüberschuss habe, wie kann ich jetzt diesen Überschuss, wenn ich ihn konservieren will, beispielsweise fürs Alter oder für eine größere Anschaffung, wie kann ich das konservieren? Das heißt, dann haben wir eben mit dem fließenden Geld ein System mit Wertmaßstab und Tauschmittel, aber ohne Wertaufbewahrung. Und diese Wertaufbewahrung, das dürfen sich die Menschen dann selbst überlegen, in welcher Art und Weise die das organisieren. Ob sie jetzt Immobilien kaufen, ob sie Ackerland kaufen, ob sie Wald kaufen, ob sie Gold und Silber kaufen oder
oder was auch immer, eine Firma aufbauen, die dann erfolgreich irgendwelche Produkte vertreibt in Zukunft. Und das wäre dann Realwirtschaft. Und was wir jetzt haben, ist ja die Situation, dass um einen Faktor von 100 oder mehreren 100 Bits und Bytes, die wir Geld nennen, um die Welt schwirren. Und die Realwirtschaft ist nur noch so ein kleiner Krümel, so ein Beihängsel. Also es ist ein Großteil ins Virtuelle verlagert worden, dass mit Zahlen gehandelt wird, die nie einen faktischen Bezug zur Realität haben. Das Finanzsystem ist abgekoppelt von der normalen Welt sozusagen. Ja, genau. Und das heißt jetzt aber auch, das wird noch krasser, wenn der Crash dann kommt, oder? Ja, der Dr. Bocker hat ja zum Beispiel ausgerechnet, wenn man nur 1% des heutigen Geldes umtauschen wollte in Gold, nur ein einziges Prozent, da müsste Gold so irgendwo bei 200.000 Euro pro Unze liegen. Okay. So, aber da haben nur 1% umgetauscht, noch keine 200%. Wobei ich will nicht den Eindruck erwecken, dass Gold das einzige oder Silber das einzige physische Wertaufbewahrungsmittel ist. Ich könnte mir auch ein Fass Öl in den Keller stellen, das wird auch nicht alt, brauche ich natürlich mehr Platz. Na, geht ja auch. Also es gibt verschiedene Sachen, die dürfen einfach nicht verderben. Sie müssen anerkannt sein, ja, und am besten nicht der Mode unterliegen. Na, und dann haben wir eigentlich schon ein Wertaufbewahrungsmittel. Wahnsinn. Das ist echt unglaublich. Also du machst mir jetzt gerade ein bisschen Hoffnung und gleichzeitig Angst. Ja? Angst in dem Sinn, dass ich weiß, okay, dieser Crash steht unausweichlich bevor. Die Hoffnung ist aber das, dass es doch Leute gibt, die sich damit auskennen, die schon lange wissen, okay, das könnte man ganz anders organisieren. Die Frage ist natürlich, was muss passieren, damit die Entscheidungsträger in dieser Gesellschaft dieses neue System auch integrieren, dass die das dann auch wirklich reinbringen und sagen, okay, wir etablieren jetzt was Neues, wir wissen, dass wir auf die Wand zufahren. Wie machen wir es jetzt? Ja? Frau Merkel, hören Sie doch mal zu, ich habe da mal eine Idee. Gehen Sie doch mal zur EZB und schlagen das vor. Was halten Sie davon? Ja gut, ich habe ja auch schon ein paar Eingaben ans Kanzleramt damals geschrieben. Das ist natürlich naiv. Ich als kleiner, winziger Finanzdienstleister wollte also damals im Rahmen der Griechenlandrettung, im Rahmen dieser ganzen Bankenretterei, natürlich wurde das nicht gehört und nicht beantwortet und gar nichts, das ist völlig klar. Was müsste passieren? Ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade passiert. Ne? Ob die das wirklich bewusst gegen die Wand fahren lassen oder ob nicht auch schon die Pläne längst in der Schublade liegen, zumindest eines Resets. Ne? Dass wir vielleicht schon diese neue deutsche Mark oder diesen Nord-Euro oder wie auch immer in gedruckter Form irgendwo in Notbunkern haben, die möglicherweise in Form eines Bankruns, eines Kapitalcrashs in der nächsten Sekunde ausgeteilt werden können. Ich habe auch Bekannte in sehr technologisch hochwertigen Herstellern von Druckanlagen, na, die diese Geräte auch warten. Ja. Die dürfen darüber natürlich nicht sprechen, aber ich kann ja schon so ein bisschen Augen lesen. Da kommt nur riesige Zustimmung rüber, nonverbal. Ja, so. Okay. Das heißt, wir hatten immer eine zweite Währung in Reserve, die einfach dann in dem Moment, weil unser Geldsystem, was wir haben, basiert auf reinem Vertrauen. Wenn das Vertrauen zerstört ist, egal, durch ein Unglück oder durch eine Massenhysterie oder wie auch immer, dann leben wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Menschen haben zu Hause nicht mehr viel im Kühlschrank, die gehen jeden Tag einkaufen. So, mit was will ich bitte schön einkaufen, wenn das Vertrauen in das Geld zerstört ist? Mit was will ich einkaufen, wenn beispielsweise ein Stromausfall da ist, egal aus welchem Grunde? Das könnte Naturgewalt sein, es könnte ein Terroranschlag sein oder ein Computervirus, ne? Wie auch immer. Plötzlich haben wir einen Stromausfall, keine Kasse funktioniert mehr. Womit wollen die Leute tauschen, frage ich mich. Und dann ist Chaos morgen auf der Straße, weil die Leute haben Hunger und die gehen raus und die suchen sich was zu essen. Die Alarmanlagen funktionieren übrigens auch nicht mehr. Na, so. Dann sieht man, was da passieren kann. Und genau für so eine Situation ist es also auch notwendig, dass ein Staat für diesen mehr oder weniger wahrscheinlichen Fall, muss jeder selber für sich einschätzen, Vorkehrungen trifft und zu sagen, was passiert dann muss sofort entweder Nahrungsmittel ausgeteilt werden oder neue Gelder zur Verfügung gestellt werden, die hoffentlich dann auch noch offline funktionieren
Und offline, da sind wir aber auch beim Thema Bargeldgrenze, Bargeldeinschränkungen und so weiter, was also dringend zu verhindern ist. Ich kann nur jeden auffordern, so viel Bargeld zu verwenden wie auch immer möglich. Das ist unser Stück Freiheit, das wir noch haben und entgehen da auch ein kleines bisschen diesem Überwachungswahn, der sich gerade über uns breit macht. Glaubst du, das Bargeldverbot kommt? Die Forderungen sind ja schon zu lesen, mehr oder weniger. Es kommt doch, es kommt aber schrittweise. So, dass der Frosch wieder nicht merkt, dass er gekocht wird. So. Ganz genau. Okay. So. Dann diese neumodischen Erscheinungen, Bitcoin, Ethereum und wie diese ganzen Blockchain-Technologien sich auch nennen. Ich hatte gestern da auch noch ein interessantes Gespräch drüber. Ja, es gibt eine Fangemeinde, ja, das ist dezentral, ja, der Staat kann das nicht kontrollieren, hat aber auch riesige Nachteile. Bei Stromausfall funktionieren die auch wieder nicht. Genau, weil es alles nur virtuell ist. Bei einem Computercrash kann auch mal dein Vermögen in Bitcoin plötzlich verloren sein. Ich weiß auch nicht, wie dieser Logarithmus, wie diese Blockchain-Technologie funktioniert, ob die wirklich so sicher ist. Ich bin immer der Meinung, was ein Mensch erdacht hat, kann ein anderer Mensch auch knacken. So 100%ig sicher bin ich mir da nicht. Zwar hat dieser Gedanke, dieser Grundgedanke einen riesen Vorteil, dadurch, dass die Bitcoins insgesamt begrenzt sind. Damit wird im Prinzip sowas wie Gold, Silber oder wie auch immer, also auch ein begrenzter Rohstoff simuliert. Wird immer schwieriger zu errechnen aufgrund des mathematischen Prozesses. Und dann sagen mir die Leute, ja gut, da ist ja zumindest die Geldschöpfung aus dem Nichts irgendwo auch begrenzt. Ja, das stimmt. Aber inzwischen haben wir so viele verschiedene Kryptowährungen nebeneinander, so, dass zwar die einzelne Kryptowährung nominal nicht mehr Währung generieren kann, da gibt es eine Obergrenze. Ja gut, aber ich weiß nicht, wir haben ja heute schon 20, 30 solche Währungen. Ja, so. Und auch dort findet im Prinzip eine Art Inflation statt. Aber es gibt eine Fangemeinde, die immer noch drauf steigt. Und ich erwarte, dass die Menschen, die im Moment aus unserem heutigen Geldsystem doch großen Profit und Einfluss ziehen, dass die das spielerisch noch eine Weile angucken und in dem Moment, wo es eine ernste Bedrohung wird, dann auch mal abschalten und verbieten. Okay, verstehe. Also dann lässt man sich nicht ans Bein pinkeln wahrscheinlich, erst wenn es problematisch wird. Ja. Eine Maus, die man in die Ecke treibt, die beißt. Ja, und solange man die nicht in die Ecke treibt, kann die ganz nett zuschauen. Aber wir haben es hier nicht mit einer Maus zu tun, sondern mit einem Löwen. Ich habe noch eine Frage und zwar jetzt so ein bisschen allgemein gesprochen. Wir haben jetzt Mitte 2017, so Sommer 2017, die Bundestagswahl steht bevor. Wir haben verschiedene Verwerfungen in der Welt, in den Kriegen, im Osten, Nahe Osten brennt an allen Ecken und Enden, die Flüchtlingsbewegung ist unterwegs. Wie würdest du denn jetzt die Situation in den nächsten 12 bis 18 Monaten einschätzen? Viele gehen ja schon davon aus, dass das System definitiv jetzt kippt und dass da jetzt wirklich so Unruhen stattfinden, was auch immer. Hast du ein entspanntes Gefühl mit der nahen Zukunft oder gehst du davon aus, dass es eher so jetzt wirklich spitz auf knapp steht? Ja gut, dank der alternativen Medien haben viele Menschen ja auch die Möglichkeit, solche Szenarien zunächst mal zu durchdenken, dass es kein richtiger Schock wird. Kommt es zu Unruhen? Ja, es gibt doch die Unruhen schon überall in Europa. Ja, uns werden doch die Bilder aus Frankreich, aus Italien, aus Griechenland vorenthalten, was dort los ist. Ne? Selbst was in Amerika zum Teil los ist, wird uns vorenthalten. Was ist jetzt in Hamburg passiert? Ne? Was war denn bitte schön im Berliner Weihnachtsmarkt? Was war denn letztes Jahr, was weiß ich, im Dezember in München im Olympiazentrum? Wir haben es doch schon. Aber es wird irgendwie dann so als Einzelereignis dargestellt und dann wird es wieder vergessen und dann gibt es wieder Dschungelcamp und irgendwie Topmodel. Auch so. Und die Menschen, die machen es sich zu einfach. Die lassen sich zu leicht beruhigen und einlullen. Und das ist das eigentliche Problem. Und damit habe ich natürlich auch die Gefahr. Was wird kommen? Es könnte beispielsweise sein, dass jetzt im Herbst wird ja auch irgendwann in Italien gewählt. Ja? Wer die Fünf-Sterne-Bewegung und wer der Pepe Grillo ist und was für Aussagen dort diskutiert werden, wird uns völlig vorenthalten. Wir leben hier in der Scheinsicherheit, in einer medialen Käseglocke. Um uns herum brennt die Welt. Wir denken, wir können das Spiel noch ein bisschen weiter spielen, indem wir uns verschulden, ESM, Bankenunion und wie diese ganzen Dinger heißen. Insofern treten wir in Schulden ein, beziehungsweise nicht wir, sondern die scheinbare
Repräsentanten, die sogenannten Volksvertreter. Wir wissen ja heute noch nicht, wie wir unsere Renten eines Tages bezahlen sollen. Unser Bildungssystem, was die Lagerung von diesen Atombrennstäben die nächsten x Millionen Jahre kostet, wo jetzt der Staat auch mehr oder weniger die Konzerne freigestellt hat. Wir übernehmen Schulden. Und nochmal zurück zu diesem Bild. Wir übernehmen Schulden, damit andere reicher werden können. Und das ist ein absoluter Privatisierungsprozess. Und was ich mir wünsche, ist eine echte Staatlichkeit. Eine echte Staatlichkeit bedeutet, dass sie auch ihr eigenes Geld herstellen oder die Nutzung des Geldes jedem Einzelnen freistellen und auf andere Art und Weise quasi durch Steuern möglicherweise ihre Funktionen, die dem Gemeinwohl natürlich dienen sollen, auch erfüllen können. Was wird jetzt passieren bei den Bundestagswahlen? Also die alles verbockt haben, ja, die genau dafür verantwortlich sind, wo wir hier heute stehen, also CDU, CSU, SPD, die FDP, genau, die Grünen, die waren irgendwo immer an der Regierung beteiligt. Die sind von mich von vornherein disqualifiziert. Weil der Arzt, der mich krank gemacht hat durch falsche Medikamente, wenn der mir verspricht, mit dem nächsten Medikament werde ich gesund, dann glaube ich das irgendwann nicht mehr. Na, und wie viele Jahre geht denn das schon? Jetzt haben wir zwei, die waren jetzt noch nicht so richtig in Regierungsfunktionen. Das ist jetzt wahrscheinlich diese AfD und dann die Linke. Ich selber habe den Eindruck, dass ich ein bisschen mehr von diesen begrenzten Sichtweisen, einen größeren Horizont habe und denke, auch die hätten eine große Schnittmenge. Aber das Problem ist, was ich vorher aber schon mal angedeutet habe, man kommt hier nur durch massive Kapitalhilfen von irgendwelchen Interessengruppen in die Medien und in die Wahrnehmung. Und ich vermute, dass das nichts anderes wie auch eine Auffangbecken ist, einmal im Bereich der Linken, zum Beispiel alles, was die Sarah Wagenknecht von sich gibt, kann ich zu 100% unterschreiben. Aber sie diskutiert auch das Geldsystem nicht in ihren Grundfesten. Sie spricht zwar über die Ordoliberalen und über soziale Umverteilung von oben nach unten und so weiter. Aber sie stellt den Status quo nicht in Frage. Aber der Mechanismus, der zu all diesem führt, der ist dort ausgeblendet. Ja, es ist eigentlich auch eine Systempartei. Weil alle, die das toll finden, wählen dort, aber es wird da immer bloß an der Oberfläche gekratzt. Bei der AfD genau das Gleiche. Die hat gestartet mit dem Thema Euro. Das war damals populär. Deswegen sagt man auch, die sind Populisten. Ja, jetzt kam das mit dieser Einwanderung. Ja, jetzt ist das natürlich ein sehr starkes Thema bei der AfD. Ist auch schon wieder populär. So, aber die diskutieren ja auch nicht diese Einflussnahmen. Ja, Geldsystem, NATO, Non-Government Organizations und so weiter, die im Prinzip hier Politik jeweils am Volk vorbei machen. Was wir zuallererst mal haben müssen, ist diesen intellektuellen Sprung in einer Masse der Bevölkerung, die sagen, ich vertraue nur noch meinem eigenen Gewissen und gebe meine Macht nicht ab. Ich gebe meine Stimme nicht ab, sondern ich behalte meine Stimme. Und diese Stimme kann ich behalten in dem Moment, in dem Augenblick, in dem ich einkaufe. Was kaufe ich ein, was kaufe ich nicht ein? In dem Moment, mit wem ich spreche. In dem Moment beispielsweise auch, wie ich mein Geld organisiere, ich sage es mal so, weil Geld anlegen, allein dieser Begriff Geld anlegen ist ja schizophren. Gemessen in Gold zum Beispiel hat seit 1972 der US-Dollar 98% seiner Kaufkraft verloren und der Euro zurückgerechnet auf seine EQ-Vorwährungen über 95%. Warum soll ich denn in so einem Kaufkraftvernichter überhaupt Geld anlegen und auf dieser steil abwärts gerichteten Kurve versuchen, durch irgendwelche Zinsen das ein bisschen zu bremsen? Es ist Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Wir müssen von Grund auf neu denken und dieses Geldsystem und direkte Demokratie hängt für mich ganz, ganz eng zusammen. Ja, tausend Dank für diese ganzen Einschätzungen, vor allem für diesen ungetrübten Blick auf die Wirklichkeit. Also hast du Hoffnung? Letzte Frage, hast du Hoffnung? Kriegen wir es hin? Wenn die alternativen Medien uns kräftig unterstützen und diejenigen, die hier zuschauen, das kräftig teilen und vor allen Dingen diejenigen, die es noch nicht wirklich
nachvollziehen können, einfach dranbleiben. Dann schaffen wir es. Das ist das Schlusswort. Ich sage vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Gespräche, die wir miteinander haben werden. Und also auch vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, so kurzfristig. Ja. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Steinzeit und vor allem nicht aufgeben, nicht nachlassen. Wir sind dabei mit den neuen Medien. Wir schauen, dass wir das Ruder rumreißen und ihr könnt alle dabei mitmachen, indem ihr uns unterstützt, indem ihr die alternativen Medien unterstützt. Zwei Seiten der Medaille gibt es immer, nicht nur die Massenmedien, sondern auch uns. Prüft beides kritisch, findet eine Schnittmenge und ich glaube, in diesem Sinne sind wir damit gut dabei. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut.